Der Berechner kommt. Da genauso. Da hinten wird die Kampagne. Wir reisen ja so, gell? Geht schneller. Spottet die Blaugerei. Da hinten wird noch die Rückblende. Das sollte man vielleicht einmal widmen. Wir sitzen hier mit Blooms PR-Leiterin für das Freunde, CTOS, bitte Charlotte wer hier ab? Turner. Willkommen, Charlotte. Ich rede immer gern über das CTOS. Oh, Prima, Gottes Willen. dann beginnen wir. Erklären Sie uns doch zuerst, was CTOS ist. Ich glaube es zu verstehen, aber es klingt nach... Eigentlich wollte ich ja auf die Straße. Die Zukunft beginnt jetzt. Kurz und Sinn. CTOS ist eine bahnbrechende Technologie. Wir steigern Effizienz, Komfort und Sicherheit. Die Smart City. Exakt. Charlotte, was macht CTOS smart? Eine Stadt ist ein komplexes System aus Wartung der Infrastruktur. Wasser, Strom, Sicherheit, Abwässer und Verkehr. Im alten System arbeiteten diese Bereiche autark, abgetrennt von den anderen Dienstleistungen der Stadt. CTOS bringt alle Systeme online und verknüpft sie. Steuerzentren überwachen diese Dienste gleichzeitig. Dank CTOS ist die Wartung einfacher und preiswerter. Das macht die Stadt effizient, wie Sie sagen. Was ist mit den Problemen Sicherheit, Privatsphäre? Sprechen wir einmal über Privatsphäre. Natürlich respektieren wir Privatsphäre. Zum Beispiel können die Bürger unsere integrierten Gesundheitsdienste nutzen, wobei die Akten nur den Bürgern und ihren Gesundheitsdienstleistern zugänglich sind. Also kann nur mein Arzt die Akten einsehen. Stimmt's? Und nur mit ihrer Erlaubnis. Alles absolut privat. Wir machen wieder eine kleine Pause. So, pass auf. Der erzählt mir irgendwas von Datenschutz. Mich interessiert allerdings gerade die Kampagne da hinten. So, da sind wir jetzt. Auf dem Friedhof. Erinnern, hört ihr ja noch. Hört aus, der will packen, schon, oder? Bin ein Trauernder. Eine Nachfahrin einer Adelsfamilie. Da schau her. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss.
Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Versprochen ist versprochen, aber Hat sie recht. er holt sie nicht drauf. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Treff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Willkommen, hi. Ja gut. Haben wir schon unterwegs. Und den Zeugen auszuradieren. So, wieder mal ein Verbrecherkonvoi. Da wird gleich links eine Brücke, oder? Da die Song. Scheiße, vielleicht aber nicht. Nimm die Seiten. Meine Geschichte. Ja, gute Frau, Glück gehabt. Hätte ihr fast den Zehen abrasiert. So, da vorne warten wieder City Games. Da könnte man zocken, ja, aber das möchte ich nicht. Da ein bisschen Zeitverschwendung. Wir haben hier einen Unfall. Oh. Nicht der Pizzamann, sondern der Dönermann. Ja, Ladies, gibt ein Problem? Probleme können wir lösen. Los her. Der Vogt genauso damisch wie. Nicht streiten's. Wo ist er? Ist nicht leicht, mit Jordi zu arbeiten. Aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum.
Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Ein Jody treffen. Der befindet sich auf der Terrasse, oder wie? Da kann der nicht rüberkommen. Moment. Wir plündern. Geht da rein? Nicht geh. Ja, da muss ich wieder. Wobei. Da geht's, seht das. Ganz normal. Hi. Oh, fuck. Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen lautet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmere dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch darunter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? So, dann mal den Bahnbetriebshof infiltrieren. Gut, wir rennen auf. Machen wir es schnell, okay? Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? So, da kann die. Warte mal. Was ist mit dem Fixerauftrag? Wir blanschen. Was suchen die eigentlich? Jemand will den Rächer und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Ja, guter Mann. Wie schaut denn aus? Voll eine gute Frau. Darf du packen? Wow, es gibt immer einen Verrückten. Hey. Netter Versuch, aber ich sehe dich. Er sieht mich. Mir ist wurscht. Solange mich der nicht sieht. Ja, ich mag mal behaupten, da könnte es rund gehen. Was sagt dann? Verpufft er?
Nicht ganz. Wo kommt das denn her? Was war denn das für ein Scheiß? Meister Sancho. Ich hoffe, der ist tot. Sieh nach. Ja gut, ich muss da einige. Hier ist alles sauber. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Den Boss der Fixer verhören. Bleibt wachsam, nur für den Fall. Für den Fall der Fälle. Seid vorsichtig. Den Typ kenne ich. Den kennt er, wird Nummer. Den Namen immer, der Typ. Mit den Ohren. Dewey Dawson. Ist er ein Freund? Ich habe keine Freunde. Duncan. Könnte auch was mit B sein. Du hast keine Ahnung, wer er Verdächtiges ist. Objekt gesichtet. Wohl nicht. Ich gehe nachsehen. Ich erschieße ihn. Ein zertifiziertes Genie. Shit. Das war das Genie. Douglas. Was? Das war sein Name. Douglas. Ach, scheiße. Zu spät. Du hast ihn erschossen. Sein Name fiel mir nicht ein. Echt blöd, ich mochte den Kerl. Kannte viele Rabbi-Witze. Leck mich, meinst du, ich erinnere mich an einen? Meinst du, du könntest etwas weniger Spaß haben? Such dir einen Job, den du liebst, und du musst keinen Tag arbeiten. So, da hinten marschiert er rum. Wie schaut denn aus? Sniper der paar weg. Oh, einer weniger. Aha, das ist er. Na, Jody, Respekt. So, Munition haben wir genug. Jetzt treibt sie da noch. Wo ist denn der? Weiter vorne. Ein Treffer. Hinten man über keiner mehr. So, das war schon mal die Entriegelung. Er gehört dir. Moment. Stopp. Wer soll den Knastjob erledigen? Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten.
Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Fuck! Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Wer sagt, dass ich ihn will? Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.